Ja, hey, bevor es losgeht, direkt erstmal eine kleine Vorwarnung, denn in diesem ersten wunderschönen Part von Majora's Mask hatte mein Mikrofon leider ein kleines Problemchen. Wie ihr mittlerweile herausgefunden habt, haben sich meine Windows-Einstellungen von meinem Mikrofon einfach umgestellt und jetzt lief der ganze Spaß die ganze Zeit auf der falschen Sample Rate. Das Ganze ist dann ab dem zweiten Part gefixt. Dann sind wir wieder auf der 48 Kilohertz Sample Rate unterwegs. Und ich habe einfach schon direkt übelst die Panik schon, weil ich genau gewusst habe, ich muss jetzt morgen, also für euch heute, direkt den nächsten oder die nächsten Parts aufnehmen. Ich muss hier jetzt dringend vorproduzieren, alter Scheiße. Für die ganze nächste Woche. Ich bin im Urlaub. Was dann natürlich sehr ungünstig kommt, wenn dann plötzlich so ein Mikrofonfehler auftritt. Aber Gott sei Dank habe ich es relativ schnell gefunden. Okay, aber so viel dazu. In dieser Folge merkt man es leider noch. Aber das soll uns nicht vom Spielspaß und vom Unterhaltungsfaktor abhalten. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo zusammen. Das geht schon mal einigermaßen gruselig los. Willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Ich habe dieses Game noch nie angelangt. Aber es wird mal wieder Zeit. Ein Zelda-Titel auf diesem Kanal. Und wie sollte es anders sein? Die Retro-Achievements sind wieder am Start. Die etablieren sich ja momentan sehr gut auf meinem Kanal. Und mein erstes... Was ist das für ein Hotel? Okay. Ich glaub, dieses Game wird irgendwie ein bisschen verrückt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das erste Zelda-Game auf diesem Kanal war ja Ocarina of Time. Und für einige ist es immer nur eines der besten Zelda-Games überhaupt. Und ich muss schon sagen, es war schon wirklich gut. Es war wirklich gut. Das haben wir aber ohne Retro-Achievements gespielt. Das war damals 2000... Lass mich lang. 22? Ja, doch, müsste 22 gewesen sein. Mhm. Und es hat sehr Bock gemacht, muss ich sagen. Nur jetzt... weiß ich, wie gesagt, nicht, auf was ich mich einlasse. Und das ist das Horror-Kit. Das weiß ich auf jeden Fall. Das Horror-Kit hat ja auch schon einen Auftritt gehabt in Ocarina of Time. Oh mein Gott. Oh nein! Und den Mond kenne ich auch. Den Mond kenne ich auch. Und nochmal herzlich willkommen. Wie ihr unten gerade schon gesehen habt, dieses Game ist aus dem Jahre 2000 und ist am 17. November bei uns in Europa erschienen. Die Verkaufszahlen, was sagen die? 3,38 Millionen für damalige Verhältnisse. Echt nicht schlecht, kann man so stehen lassen. Aber was sagen die Kritiken? Ja, die sagen auf Metacritic einen 95er Score und das ist wirklich hoch. Ocarina of Time hat 99 gehabt, was so gottlos ist einfach. Holy shit, aber 95 ist wirklich gut. 95%, ey. Das Ganze ist ein geistiger Nachfolger zu Ocarina of Time. Der muss einfach sein. Oh Gott. Ich habe zu wenig drungen. Nehmt jetzt am besten auch gleich mal einen Sip, okay? Das Ganze spielt nach Ocarina of Time, aber als Kind. Also wir spielen jetzt praktisch die Timeline weiter. Ocarina of Time ist vollendet, Ganondorf ist besiegt, aber wir spielen weiter als Kind. Und warum lösche ich das immer? Bin ich dumm? Ich bin der Male. Und jetzt starten wir rein. Ey, ich bin so gespannt. In the land of Hyrule, there echoes a legend. A legend held dearly by the royal... Viel zu schnell.
a boy who, after battling evil and saving Harold, crept away from the land and had made him a legend. Done with the battles he once waged across time, he embarked a journey, a secret. Oh, Bro, das ist mir viel zu schnell. A journey in search of a beloved and invaluable friend. A friend with whom he parted ways when he finally fulfilled his heroic destiny and took his place. Okay, ich bin mir sicher. Ich habe das in der Post-Production richtig schön gesprochen. Wenn nicht, dann wäre was auch recht lustig. Und das haben wir mit Epona. By the way, es ist alles auf Englisch. Aber das soll ja der Problem sein. Ich glaube, wir müssen jetzt alle dem Englischen mächtig sein. Selbst wenn es ein bisschen hochgestochen, die hochgestochene Sprache davor ist. So, was war das gerade? War das Navi und irgend so ein Dark Navi? Haben wir ein Navi aus dem Darknet? Gehen wir wieder an die uns normalerweise verschlossenen Orten, wie zum Beispiel dieses eine Hotel für Erwachsene, was man da vorher gesehen hat. Hey, 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 erschreckt doch Epona nicht so. Haben wir das Hyrule Shield bei uns? Das wäre sehr interessant. Oh, das Horror-Kit taucht auf. Du, das wäre jetzt so creepy. Die Lache ist ja gottlos. Warte kurz. Michael Jackson, bist du's? You do fairies the great. Okay, das ist definitiv ein Navi gewesen. I wonder if he has anything good on him. Huh? This guy? Well, that shouldn't be a problem. Dick, 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 dick. Boah, ist das ja ein Charakter. Erst mit looten, gell? Die Ocarina of Time! Oh, what a pretty ocarina. Hey, Skull Kid, let me touch it. I want to see. You can't tell. What would we do if you dropped it and broke it? No way, you can't touch it. But sis, why can't I try it out too? Oh nein, die Ocarina of Time ist in den falschen Hände. In die falschen Hände geraten. Kuckuck. Wir haben tatsächlich nur unser Loot aus Ocarina of Time. Epona! Bleib hier! Spinnst du? Jo, Epona, du bist doch schlau nur. Heute, oh. Bitte. Oh, das wird interessant, wenn wir unsere Items ja noch haben. Oder die werden uns jetzt alle nur gejobst. Oh nein! Nein! Und er läuft in die Lost Woods. Bitte nicht am Anfang direkt. Bitte nicht am Anfang direkt der Labyrinth, okay? You can't do this to me. Okay, perfekt. Wir haben unser... Okay, perfekt. Ja! Wunderbar! Wir haben unsere Attacken, ganz normal. Kamera lässt sie jetzt gerade nicht bewegen. Was nicht? Vielleicht haben sie was verändert oder verbessert, keine Ahnung. Okay, ich teste hier einfach nur ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob es schon was gibt zum Einsammeln. Ja, wir sind natürlich wieder krass unterwegs und werden erstmal Gras schnetzeln. Die Rupees nehmen wir wieder mit. Oh, es ist wie damals. Es ist wie damals. Die Rupees. Oh, das ist voll das geile Nachfolgeprojekt. Ich freue mich schon. Oh, direkt der 5er Rupee. Na, wir dominieren bald den indischen Markt, wenn wir so viele Rupees sammeln. Aber Moment, das ist doch schon gleich die... Tatsächlich. Das erste Achievement. A Gift from Zelda. Dass wir die Ocarina of Time wieder sammeln. Okay, wir müssen gleich ein Parcours beschreiten. Oh! Wow. Warum bewegen sie denn hier die Lettern? Warum kann ich die Kamera nicht ändern? Das ist schon ziemlich beschissen gerade.
Kommt das noch? Ich gehe mir stark davon aus, dass das Game möchte, dass man vorher Ocarina of Time wirklich gespielt hat. Digga, was war denn das für ein Move? Okay, warte mal, ich muss kurz ein bisschen klar gehen. Okay, hier können wir uns hochhangeln. Zack. Oh, Licky Boy. Jo, er macht einfach so Sidejumps und geile Flips mittlerweile. Fancy. Oh nein! Jo, das ist die simpelste Falle, die es gibt. Oh nein. Oh nein. Der erste Trip, er beginnt jetzt schon. Ja, dabei habe ich doch noch gar nichts eingeworfen. Das wird interessant. Es ist natürlich wieder ein Game direkt aus dem Hause Nintendo. What's with that stupid horse of yours? Doesn't listen to a word that's said to it. There's no point on riding a thing like that, so I did a favor And got rid of it. Oh, woohoo, why the sad face? I just thought I'd have a little fun with you. Oh, come now. You really think you can Beat. What? Ey, der Schluss wird immer übersprungen. Das ist richtig scheiße. Oh nein. Es ist jetzt ein Zauber auf uns. Hat der jetzt wirklich Epona vernichtet? Oh! Diese Kackgegner kennen wir doch. Und wir werden überrumpelt. Viel zu viel Gegner. Hey, Mann! Das ist ja übel der Fiebertraum. Was? Wait, er hat es verwandelt? Ich hab gewusst, dass es diese Verwandlung gibt. Ich hab nicht gewusst, wie das zustande kommt. Ich hab mal irgendwie mit einer Maske und mal kurz den selber verwandelt, aber damit bin ich gerechnet. Now that's good luck for you. You'll stay here looking that way forever. Wow, das ist übel nervig, dass... Hey, 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 wow! Ich Gott, Navi ist nervig, aber... Diese Feen sind ja abartig nervig. Sis. Skull Kid, wait for me, I'm still here. Tail, you can't leave without me. You! If I wasn't dealing with you, I wouldn't have gotten separated from my brother. Well, don't just sit there. Nico boy, do something. Why are you looking at me like that? What? Is there something stuck on my face? Would you stop staring and just open that door for me? Please, come on, a helpless little girl is asking you. So hurry up! Oh, Tail, I wonder if the child will be alright on his own. Das ist also der Beginn. Wir haben eine Spin-Attacke und keinen Überwasserlaffer. Ja, das ist natürlich höchst interessant. Kennen wir... Oh ja! Wow! Wow, wait. Das ist ja, die ist ja nur heftiger, die Attacke. Die Spin-Attacke ist heftiger als mein Schwert. Das ist ja geil. Das war eigentlich ein Upgrade. Okay, geil. Dann machen wir einfach auf. Wir müssen jetzt direkt Rätsel lösen. Aber haben wir jetzt hier sie als Begleiterin direkt dabei? Hey, wait for me. Don't leave me behind. So, that stuff back there. I apologize. So take me with you. Du bist unser neues Navi. I wanna know about that Skull Kid who just ran off, right?
Well, I just so happen to have an idea of where he might be going. Take me with you and I'll help you out. Deal? Please? Good. So then it's settled. Now then, I'll be your partner. Or at least until we catch that Skull Kid. My name's Tattle. So, it's nice to meet you or whatever. Now that we've got all that straightened out, can we stop messing around and get moving? I'll figure something out, press up, and I'll tell it to you. Hopefully, you'll manage to get by without my help until then. Aha. Digga, keine Ahnung, Mann. So geht's mir ja gerade. Also wir haben jetzt Tattle bei uns. Tattle. Okay, bling, bling, bling. Cool. Aber ich möchte trotzdem nach unten. Und erstmal hier nochmal was. Bom. Kann es sein, dass man irgendwas dafür kriegt, wenn man das alles auf einmal wegklatscht? Mir nervt immer nur, dass ich nicht die Kamera selber bedienen kann. Tattle. Hey, if I call you, press up right away. I can tell you're not very used to your Deku Scrap body yet. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe nicht gerechnet, dass wir jetzt schon ein Deku sind. Alright, listen up. If you press and hold A as a Deku Scrap while standing on a Deku flower, you can dive into it. If you wait a bit before releasing A, you'll launch out of the flower. Press A while flying to descend. Wer passt? Press A when you're on the ground to perform a spin attack. Das weiß ich schon. Okay, dive into die DMs. Ah ja, perfekt. So, jetzt gehen wir weiter. Wum. Ist das geil. What? Wir diven in die DMs. Bam! Oh mein Gott, hey, das ist ja übel geil. Wenigstens kann man so als da die Kamera verändern. Boing. Das ist ja übel die geile Fähigkeit. Und die lässt sich einigermaßen recht gut steuern sogar in der Luft. Also so vor und zurück geht recht gut. Seiten werden ein bisschen schwieriger. Mhm. Oh, das ist geil. Das ist so im Prinzip unser erster Dungeon direkt, oder? Komm, wir diven erstmal rein. Oh, stimmt, ich muss ja halten. Gibt's da was? Nein. Gibt's da was? Ja, eigentlich schon. Aber macht das Sinn? Da ist eine Kiste. Dann gehen wir doch erstmal zu der Kiste. Zu der großen. Ist ja was immer Sinn macht, gell? Da gehen wir direkt rüber. Flupp. Oh, da können wir nicht. Oder? Oh nein. Gehen wir wieder direkt rüber? Muss eigentlich, oder? Boah, das war knapp. Alter. Wenn es nur knapp wird, dann weiß ich nicht, ob das gut ist. Scrap Nuggets! Oh geil! Direkt die erste Errungenschaft. Oh ja, das macht Spaß! Looten und Errungenschaften kriegen. Scheiße. Geil. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, das Game zu taken. Obwohl ich mir nicht ganz sicher war. Weil ich mir gedacht habe, das macht einen Sinn, wenn ich jetzt Ocarina of Time auf Deutsch gespielt habe und dann hier auf Englisch switche. Aber auf der anderen Seite, es geht. Oh, das lässt sich übel gut steuern. Ich merke, es geht, aber dann macht mir die Sprache ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Dieses hochgestochene gern mal. Ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Ich bin hier immer nur ein Zelda-Game. Oh, okay. Marconi auf ewig. Flattern. Oder so. Hey, come on, press that and talk to me. Geil. Anvisieren und Tattle geht wieder. There you go. See? You can do it if you try. When I fly over to people or objects, use set to look at them so you can talk to them. Use set targeting to talk to people even if they're far away. Or if there's no one to
If there's no one to target, you can use that to look straight ahead. Ah, But enough about that for now. Come over to this tree and check it out. okay, pass auf. Also jetzt so cool. Ja, okay, gut. So cool die Kamera abpassen. Jetzt passt danach. Passt! Perfekt, Alter. Ein 3D-Adventure. Bin so down dafür gerade. Wait! Besonder! Besonder! Bomber! Ist das geil! Aber cool, glaube ich. Das war ein kleiner Bug. Oh ja, das wird wieder interessant. Leute, ich kann euch nur empfehlen, schaut's vorher das komplette Ocarina of Time Let's Play. Oh, ihr werdet es nicht bereuen, das war geil. Das ist der Nachfolger, wie gesagt. Ich freue mich schon drauf, wieder das komplette Inventar zu füllen. Und jetzt können wir hier wieder die Tasten belegen. Oh, das sind hier... Wir haben hier ganze Maskenabteilung. Und hier ist wieder der ganze Status. Heroes Shield und Kokiri. Ja klar, macht keinen Sinn. Wir haben... Oder was mein... Heroes Shield. Ist ja nicht das Hylian Shield. Das Kokiri-Schwert macht Sinn. Okay. Da mal wieder die Map. Das schaut doch wunderbar aus. So, wer bist du jetzt? Hallo. It's strange, but the way you look right now sort of looks like the tree. It looks all dark and gloomy, almost like it could start crying any second now. How sad. Oh. Oh. Oder? Das schaut echt ein bisschen wie... Schade. Tick, 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 tick. Ey, aber dass die Mützen auch viel zu groß ist einfach für den Kleiner. Ja, direkt wieder Richter Scheiß hier. Was ist denn das? Das wäre so crazy. Hm? Was hat Nintendo hier einfallen lassen? Wir sind hier in der Kanalisation oder so. Zumindest wirkt das Ganze ein bisschen so. Mhm. Kommt jetzt Wasser? Ah. Nevermind. Konnte nee, die können nur drüber ditchen. Blop, blop, blop. Ah ja, da sieht man die Anzahl. Perfekt. Zack, 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 zack. Geil. Wo sind wir? Eine sehr mystische Musik auf jeden Fall. Oh wait, ist es wahrscheinlich so eine Art Mühle, weil unten ist es so das Wasserradl. Huh? You've met with a terrible fate, haven't you? Der nächste Creep ums Eck. Na klar, Mann. Das ist geil. I own the Happy Mask Shop. Ach stimmt, das war der Maskenhändler. Ja, hat es ja noch Ocarina of Time schon gegeben. Ist es der gleiche? I travel far and wide in search of masks. During my travels, a very important mask was stolen from me by an imp in the woods. Vom Horror-Kid. So here I am at a loss, and now I found you. Now, don't think me rude, but I have been following you. Ich hab's doch immer gewusst, der ist ein Peter. Sag mal, was folgte der an? Durch und wollte die Kinder verfolgen, hallo? For I know of a way to return. You to your former self. If you can get back the precious item that was stolen from you, I will return you to normal. Wie mit der Ocarina of Time geht's? In exchange, all I ask is that you also get
back my precious mask that the imp stole from me. What? Is it not a simple task? Why, to someone like you, it should by no means be a difficult task. Ich finde es creepy, wie der immer so rumspringt für die Ohrenanimation die nächste. Except... the one thing is, I'm a very busy fellow, and I must leave this place in 3 days. Und hier kommt der Twist. How grateful I would be if you could bring it back to me before my time here is up. But yes, you're fine. I see you are young and have tremendous courage. I'm sure you'll find it right away. Well then, I'm counting on you. Wir haben jetzt einfach so eine random Quest von dem Dude gekriegt. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Die wirkt wie ein Pedo. Und schau uns an. Wir sind liebenswürdig. Und bedauernswert. Und mich nicht wissen, was mit unserem Mund... Oh Mann. Okay! Weiter im Text. So, haben wir also nur 3 Tage Zeit, ha? Oh, wait, wir kennen die Aufdrucke, die Tür. Das ist ja cool. Dawn of the first day. Scheiße. South Clock Town. Wir haben nur 3 Tage Zeit. Und ich sag's dir ganz ehrlich, Achievement-mäßig. Normalerweise, glaube ich, schaffen wir das nur, wenn man das Spiel kennt. Du, ich wirklich nicht. Das heißt, ich glaube, ich gebe einfach mein Bestes. Und was ich nicht schaffe, werde ich halt einfach wieder in einem Zusatzstream dann nachholen. Und damit mache ich eben auch die Achievements. Denn du wirst es innerhalb von den 3 Tagen schaffen, was ich glaube nicht schaffe. It gives me the creeps. That mask salesman was the... Sorry, just thinking aloud. Nein, wir verstehen uns. But 3 days? Even if we never sleep, that still leaves us with a measly 72 hours. Talk about demanding. Well, don't just stand there. We're going to see the Great Fairy. Oh, direkt wieder da hier, Alter. Die waren auch verrückt. Look, you wanna find the Skull Kid, don't you? The Great Fairy will know what he's up to. She watches over everything. And just between you and me, the Skull Kid is no match for the Great Fairy. Go to the shrine near the North Gate, you'll find the Great Fairy in there. Und direkt der Hundi. Der mich greift. Ja moin. Und die Zeit läuft ab. Da unten ist ein Timer. Habt ihr das gesehen? Und da läuft schon los. Alter, ich werd so reinscheißen. So, was hat sie jetzt gesagt? North. Wait, hang on! Oh. Wer bist du denn? Ah, so Shop Dude. This is my private property. Don't try using it when not around. Oh, sorry. Ich wollte jetzt da fast wieder wegkatapultieren. I've already sold out of my wares, and the carnival hasn't even begun. I'm thinking of closing up shop so I can buy a gift for my wife and return to her in my village. I've heard that a stone called the Moon's Tear shines brighter than any other in the land. So, mein Junge. Das bekommt einen Notizzettel. Wow. Das war wirklich traurig gerade. So. Aber macht nichts, ich habe nur einen Super Mario Zettel geschreddert gerade. Ach, scheiße.
Okay. Moose Tier. Für diesen Deku-Verkäufer. Oder so. Wie jetzt mal aufgeschrieben. Deku-Verkäufer. Gut. Ja, mal schauen, ob wir die sowas bereichen können. If you've got one, I'd really like to get it from you. My wife would love it. If you give it to me, I'll give you my spot here. Deku flower included. Oh. Press Start to open the Select Item Screen. Ah, okay, wir müssen es auswählen und dann so präsentieren. Do you have one? You're a Deku scrub, so you know just how convenient a Deku flower can be. If you don't have it, I'll give it another Deku scrub. Here the scrub gets the nut. Oh yeah, Mann, ich krieg auch mal wieder einen Nut. Okay. Oh, ich glaube, mir gefällt das. Bloß die Zeit stresst mir. Aber eigentlich soll es mir jetzt, glaube ich, nicht stressen, weil ich glaube, ich schaff's eh nicht aufs erste Mal. Ich glaube, ich lasse wirklich, dass mir die Zeit einfach nicht stresst. Das ist, glaube ich, okay. Deposit Mail hier. Kaching! Wait. So kriegt man die ganzen Tipps nochmal gesagt, oder? Perfekt. Das ist natürlich nice to know. Ach Mann. Ich möchte immer mal eine Kamera dran, aber dabei hau ich die Nüsse raus. Kommt auch hier? Oh, da kommen wir direkt woanders hin. Laundry Pool. So frisch. Oh mein Gott. Ey, ich glaube, dass das echt cool wird. Hallo Frosch. Ich möchte jetzt nicht attackieren, aber... Kann ich mit dir reden? Nein, ich kann nichts machen. Kann ich ins Wasser schirmen? War halt sehr cool. Was es gibt, kriegt einfach gar keinen Sinn, aber... Was nicht? Freut er sie? Wie der Mau? Bisschen Planschi Planschi. Komm. 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 Blub. You dead now. Nein, er springt unten einfach weiter. Ach, das ist nur Schatten da unten. Ich hab schon gemeint, du kannst was sehen, da laufen Käfer rum, okay. Da ist eine Fackel, die muss man definitiv irgendwie entzünden. Da ist eine Tür. Open. It's locked. Okay. Dann gehen wir wieder anders her. Oder auch Fische im Wasser. Tatsächlich. Da sind Fische drin. Und was ist das eigentlich für ein Ding? Ha, werden wir sicherlich nur rausfinden. Okay, da ist also gerade nichts Spannendes. Es wäre wieder ein bisschen Erkundung und alles mögliche, gell? South Clocktown, weil das sollte mir vielleicht auch mal aufschauen, dass das South Clocktown ist. Irgendwann werde ich es mir wahrscheinlich merken können. South Clocktown. So. Ist natürlich nicht leicht, wenn man am Anfang vor einem Spiel ist und man halt auch noch nichts kennt. So, wer seid ihr? Oh, das ist der Läufer! Den muss man auch irgendwie besiegen. This break working at night. I wonder if that'll get finished. Aber dann anscheinend richtig mit. Hey, apprentice, don't just stand around looking at the sky all day. Da oben steht doch noch die ganze Zeit rum, oder was? Mhm. Ich versuche übrigens, wie ich damals, die Handwerker hier, die Zimmererleute, so ein bisschen im nordischen Stil vermacht habe. Da war jetzt halt. So versuche jetzt hier eher so ein bisschen einen schottischen Slang zu geben. Ich glaube, ist ganz cool. Also wisst schon, in Ocarina of Time ist ein bisschen
hamburgerisch, nordisch, in Norddeutsch, ja. Und hier dementsprechend, also in Englisch ist eher Scottish. The Moon. Oh ja, der Mond. Was ist mit dem? Ist da schon was? Hallo. Hey. Stop! Ich darf da nicht durch. Du kommst da nicht durch. Was ist los, ha? Stop right there, take a scrub. Do you intend to return to the swamp alone? It is dangerous outside the town walls. So I cannot allow a child like you to leave unaccompanied. You're not allowed to pass through here without an adult until you are old enough to carry a weapon. Ah, okay, ich bin also zu klein. Schön. Was? Hört man? Gehen. Oh Mann, Leute. Gott sei Dank bin ich nur in-game zu klein. Und nicht etwa unten rum. Gut. These posters are... These posters are nice for a sorry collection of cowards. Blue Jack Foo. Was? Verstehe bloß die Hälfte, was er sagt, aber vielleicht liegt es am Akzent. War natürlich hart dumm. Ah ja, da geht's Abo hier. Ah, vielleicht kommen wir da jetzt irgendwie noch East Town? Ja, Tatsache. Ja, Wahnsinn. Okay, pass auf, da schauen wir aber in der nächsten Folge hier. Gehen wir mal kurz zurück und schauen die Süd-Clocktown. Und schauen wir da den Läufer, den müssen wir irgendwann mal besiegen. Und den Hund, dann machen wir noch was machen, oder? Gut, das haben wir ja rausgehen, gut, gell? Ah, okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Ah ja, das haben wieder die Tipps. Okay, da gibt es wieder mehrere davor. Mehrere Briefkastentipps. Und sonst gibt hier nichts. Jetzt kennt man nur jetzt hier die West Town. Okay. Und deswegen schauen wir uns in der nächsten Folge weiter um. West Clocktown. Perfekt. Leute, danke fürs dabei sein. Die Retro-Achievements werden sich schon noch füllen, keine Sorge. Auf jeden Fall danke fürs dabei sein. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob es echt gefällt. Und welche Erfahrungen ihr mit dem Game habt. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.